Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Das ist eine Spezialemission, die ich zu Santiago, an der Hauptstadt von Chile, abholen, wo ich vom 23. bis 25. Januar unter Tagung von der Parlamentarischen Versammlung zwischen den lateinamerikanischen Parlamenten an dem Europäischen Parlament, kurz Eurolat genannt, teilgeholt habe. Ich bin Member vom Eurolat-Parlament und das Memberschaft ist für mich als lützeburgischen Europadeputierte wichtig, weil wir ja bilateral Konventionen haben zwischen lateinamerikanischen Ländern und der EU, bei denen es zum Beispiel um Finanzdienstleistungen geht, aber auch um Agrarpolitik, wo wir ja besonders aufpassen müssen, dass wir als Grenze für Agrarimporte aus diesen Ländern die Umwelt abladen, besonders auch an puncto Pestiziden und OGM, die wir Eisenbauern vorschreiben, nicht anhalten. Wir haben zu Santiago Texte gestimmt, die wir seit langem mit diesen lateinamerikanischen Kollegen diskutieren, mit denen wir noch lange nicht überein sind. Bestimmte Länder an Lateinamerika sind ja auch von extrem linken Politikern, nicht immer ganz demokratisch regiert, die nach immer von antiquierten kommunistischen Ideologien infiziert sind. Sie fanden natürlich am Europäischen Parlament bei unseren kommunistischen, geringen, sozialistischen Kollegen Alliierten, und dafür ist es schwierig, sich auf Texte zu einigen, denen ein verständiger Mensch zustimmen kann. Es geht auch von den vier genannten Alliierten aus der linken Mathe-Kirche immer im Versicht, an so Resolutionen, Positionen zu Problemen ranzuquatschen, die das Europaparlament eigentlich nicht angehen. So geht es zum Beispiel an einer Resolution gefordert, die EU müsse Euro-Obligationen nach feiernden Thema, über das wir uns nicht einmal bei uns daheim eins sind, dann machen, wenn so Texte angeholt sind, das spinnen natürlich Propaganda, da man an dem sie an Fenster stellen, auch die Eurolat für dafür. Als parlamentarische Tagung hat am Vorfeld von einem viel mehr groß abgezogenen Sommet CELAC EU stattfand, der vom 25. bis 27. Januar zu Santiago wirklich bald alles versammelt wird, was der Lateinamerika an der Karibik einerseits und an der EU einerseits als Staats- und Regierungschefin Rang angenommen wird. Und dem Sommet, dem vom chilenischen Präsident Piñera, zusammen mit dem EU-Ratspräsident Van Rompuy und dem Präsident von der Europäischen Kommission Barroso gelegt gouf, und Staats- und Regierungspräsidenten aus 43 Ländern teilgeholt, darunter aus der EU zum Beispiel Kanzlerin Merkel, der spanische Regierungspräsident Rajoy, die übrigens am Mittelpunkt standen, aber auch Präsidentinnen von Brasilien, Argentinien, Costa Rica, die mit der Madame Merkel die einzige Frau waren. Am Mittelpunkt stand aber der kubanische Raúl Castro, den seine Präsenz allerdings umstritten war, auch bei der Population, wo Demonstranten vier, aber auch Gentchen auf der Straße waren. Kanzlerin Merkel hat übrigens komplett ignoriert. Sie hat nicht mal begrüßt, weil sie ganz no Lärmstimmen gegangen ist. Voilà. Übrigens kriegt Kuba no Chile die Präsidentschaft von der CELAC. Dafür hat der ganz verständige Präsident von Chile sich viel mit Raúl Castro aufgehen, weil sie ja nicht daran interessiert sind, dass es dann den nächsten 2 Jahren kein Fortschritt an den Relationen zwischen der CELAC, das sind die lateinamerikanischen, karibischen Länder, an der EU gibt.
Auch unser Staatsminister Jean-Claude Juncker war dabei, nicht nur war der britische Premier Cameron, aber von der Franzosen ging auch kein Rätsel. Die EU und die lateinamerikanischen Staaten, das sind zusammen 1,1 Milliarden Leute, die für ein Drittel vom Weltbruttosozialprodukt stehen. Allein das zwei Zahlen beweisen, wie wichtig es ist, dass wir bei Eis verstehen, und nähen an unsere Relationen, an unseren Handel ausbauen. Sicher, Lateinamerika leidet am Viergärtchen von den USA, und es besteht noch zwischen den einzelnen lateinamerikanischen Staaten und den USA ganz eng politische und wirtschaftliche Relationen. Mit Europa hat mit Lateinamerika auch nach viel kulturell an einer gemeinsamen Werte, an einem bedeutend gemeinsamen Vergangenheit, besonders aufgrund von der Rolle, die die Spanier und Portugiesen da gespielt haben, und nach immer spielen. Als transatlantische Relationen mit den USA, Kanada, sie sicher noch immer gut, mehr als Partnerschaft mit Lateinamerika gewinnt von Tag zu Tag Bedeutung. An dieser globalisierten Welt können mehr nimmen als EU eine Rolle spielen, an echt geholt gehen. Nicht einmal Deutschland lang möchte de poids. Mit einer Haltung, wie sie sich der britischen Premier Cameron so gelöst hat, als dem poids von Europa an der Welt nicht geholfen, sicher wäre es nicht gut, weil Großbritannien die EU verlassen geht. Wir können an der Integration von der EU, die wir brauchen, für an der Welt überhaupt nach etwas durchzustellen, durch die großbritannische Opt-out-Politik ihren Euroskeptizismus als nicht ewig bremsen lassen. Übrigens schießen sie sich mit so einer Politik andauernd selbst, aber City, die Großlondoner Finanzplatz und auch die britische Wirtschaft und Industrie verstanden haben und hoffentlich auch verständlich machen können. Der sieht mich nicht an dieser Emission, weil ich leider zu Santiago seit dem 25. Januar am Spital liege, wo ich eine Lungenentzündung, die ich mir durch ein Virus abgerafft und auskurieren muss, ehe ich den Heimflug von 13 Stunden untreten kann. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis geschwind, hoffentlich dann zu Lützeburg, Straßburg oder Bresel.